Man hatte gerade gesehen, dass man an der Paläontologie vom Naturmuseum Fossilien nutzen als ein Archiv vom Leben. Weil wir eben nicht können alles gleichzeitig analysieren, konzentrieren wir uns auf ein speziell sortieren, die sogenannten Schlangensternen, das sind Cousins von den Seesternen. Auf ein kleines Beispiel zu gehen von einem Projekt, an dem wir gerade schaffen, mit den Schlangensternen, kann ich euch die Geschichte erzählen, wo wir einen Schlangenstern konnten nutzen für eine große Gruppe von Tieren, die sich an dem Lauf von der Erdgeschichte vervielfältigt wird, wo ganz viele Arten entstanden sind, wo man können zurückverfolgen auf einen einzelnen gemeinsamen Vorfahren. Die habt ihr bestimmt schon mal gesehen, die Vielfalt von Tieren, wo die alle Götter stehen, am Stammbaum vom Leben, weil die alle Götter miteinander verbunden sind. Aber wenn ihr an der Zeit zurückgeht, dann merkt ihr, die kann ihn zurückverfolgen auf einen Punkt, wo sie entstanden sind. Du hast aber so, dass an der Evolutionsforschung normalerweise gesagt wird, der letzte gemeinsame Vorfahren, den ist unbekannt. Den ist so selten, den ist so speziell, den hat schon so auf einem Platz gelebt, den kennen wir nicht. Dank unserer Forschung an den Schlangensternen konnte man eben genau den letzten gemeinsamen Vorfahren von all den Schlangensternen, die heute leben, finden. Als Fossil. Das war natürlich etwas Neues, das war eine neue Art, und wir haben die Art benannt, so wie wir gerade wollten, weil wir hat ja früher gesehen, Benennen von den Arten, das ist die Sache von den Wissenschaftlern, die können sich da frei austoben. Und das spezielle Art haben wir benannt nach einer Band, wo Musik relativ oft gelaufen ist, wenn man die Stecker in der Sicht tun. Die wisst ja, Wissenschaft das dauert immer lange Zeit, da muss ich viel Geduld tun. Wenn in einer Entdeckung möchte, ist das schön, dazwischen tut den oft Flammen, weil es einfach nicht viel geht. Und dann helfen wir uns zur Musik zu lauschen, die ein bisschen mehr zackig ist. Und in diesem Fall war es Musik von einer Metalband, Gojira heißt die. Und die hat uns dermaßen inspiriert, dass wir gesagt haben, die Schlangensternart, die wir hier entdeckt haben, die nennen wir nach dem Batteur von Gojira, nach Mario Duplantier. Für was machen wir das? Ja, weil wir Spaß dran haben. Und weil dann natürlich ein Breck gebaut wird an die Welt von der Musik und wird sicher mehr Leute können mit einer Musikgruppe aufhängen, wie mit einem Schlangenstern. Und so kann ich Wissenschaftskommunikation machen, an dem es da sind, einen Umwelt, den die Leute vielleicht auf einem anderen Niveau interessiert, wie just wissenschaftlich. Das heißt, wir haben einen Schlangenstern, den effektiv der letzte gemeinsame Vorfahren ist. Wir können sogar so für Warten entstanden ist. Wir können so, dass sein Körperbau verändert wird als Antwort auf Veränderungen von der Umwelt. Das heißt, die Bedingungen am Meer haben sich geändert, der Schlangenstern hat seinen Körperbau angepasst. Und diese Veränderungen, das war der Anfang von einer Diversifikation, von einer Vervielfältigung, die zu der Schlangenstern-Fauna gefördert wird, die wir heute haben. Ich schwätze nur immer von Schlangensternen. Wohlgemerkt ist das immer stellvertretend eine Gruppe, die als Ablecker gibt an Mustern, die aber für alle Indianer auch auf dieselbe Art und Weise gelten. Und das ist der Grund, für was wir eben mit einem Organismus aufhängen und die Schlussfolgerungen erneut ausweiten können auf alle Indianer.